Moin, liebe Tokikers. Moin, liebe Lüd. Wir sind hier im Studio, unser Studio in das Bühnenbild von Altes Land. Und wir werden Ihnen jetzt ein bisschen was erzählen über die Inszenierung. Mein Name ist Cornelia Ehlers, ich leite das UNSOG Studio und neben mir sitzt Julia Bardosch, die Regisseurin des Abends. Worum geht es in Altes Land? Das Stück Altes Land, das basiert auf dem gleichnamigen Roman von Dörte Hansen. Die 5-jährige Vera kommt mit ihrer Mutter Hildegard von Campe, sie flieht aus Ostpreußen 1946 ins Alte Land und sie kommen auf den Apfelhof von Ida Eckhoff. Dort werden sie als Geflüchtete aufgenommen, aber mehr geduldet als herzlich willkommen geheißen. Vera wächst auf diesem Hof auf. Ihre Mutter Hildegard heiratet Karl Eckhoff, den Sohn von Ida, der aus russischer Kriegsgefangenschaft 2 Jahre später, also 1948, nach Hause kommt. Hildegard von Campe ist überhaupt nicht glücklich im alten Land und verlässt die Familie einige Jahre später, heiratet einen neuen Mann und bekommt ein weiteres Kind, Marlene. Und es geht im weiteren Verlauf in erster Linie eigentlich um Vera. Vera, die im Stück immer älter wird, die dort aufwächst, erwachsen wird und dort ihr Leben verbringt und auf der Suche ist eigentlich nach ihrem Zuhause. Es geht um die Beziehung zu ihrer Halbschwester Marlene und es geht um ihre Beziehung zu Anne. Anne ist ihre Nichte, Marlenes Tochter, die viele, viele Jahre später gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn ins alte Land flieht. So wie Vera damals aus Ostpreußen geflohen ist, flieht Anne aus Hamburg-Ottensen vor ihrem Leben zu Vera ins alte Land. Und im weiteren Verlauf nähern sich die beiden Frauen an und finden etwas, was sie lange gesucht haben, nämlich Familie und Heimat. Wie kam das Stück auf den Spielplan? Ja, ich bin eigentlich schon sehr lange an dem Stoff dran. Also den Roman habe ich 2015 gelesen, da ist der Roman ja erschienen. Und ich war sofort sehr beeindruckt von der Thematik, aber auch von der Schreibweise von Dörte Hansen. Ich fand es spannend, dass sie humorvolle Teile verbindet mit ernsten Themen. Also das Thema Vertreibung fand ich unglaublich interessant. Wir haben dann auch im Studio tatsächlich ein Projekt zum Thema Vertreibung gemacht und haben Zeitzeugen hier auf die Bühne geholt. Also das Thema begleitet uns schon sehr lange. Und dann sind wir in Kontakt getreten mit der Autorin Dörte Hansen und haben sehr lange auch darüber gesprochen, wie man das realisieren kann und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es bei dem Stoff sehr sinnvoll ist, das auf der Studiobühne zu machen, weil man doch eine andere Erzählweise wählen kann in so einer kleinen Bühne, wie wir sie hier haben. Und dann haben wir uns dafür entschieden, ja auch in der Fassung sehr nah am Roman dran zu bleiben. Und als wir dann ja mit Dörte Hansen das besprochen haben und das Go bekommen haben, konnten wir loslegen. Und das war natürlich ein unglaublich tolles Projekt. Und wir freuen uns sehr, dass wir das auch als Jubiläumsstück hier zeigen konnten, was natürlich sehr besonders ist. Das Studio ist gerade 10 Jahre alt geworden und das ist doch ein sehr schönes Ergebnis für 10 Jahre Studioarbeit. Wie wurde aus dem Roman ein Theaterstück? Ja, das Spannende ist ja, wenn man einen Roman auf die Bühne bringt, muss man erstmal gucken, welche Essenz möchte man zeigen. Also man muss sehr stark reduzieren. Und wir haben uns entschieden, bei einer Erzählweise zu bleiben, also eine narrative oder epische Erzählweise. Das heißt, wir haben richtige Erzählanteile auf der Bühne, wo die Figuren die Sprache oder den Text aus dem Roman sprechen und so die Handlung vorantreiben. Weil wir uns sehr klar darüber waren, dass wir diese besondere Sprache von Dörte Hansen, dieses knappe und nüchterne, aber unglaublich starke sprachliche Bilder, die sie verwendet, das ist das Besondere und die wollten wir auf der Bühne auch in unserer Theaterfassung zeigen. Und dann haben wir uns natürlich damit beschäftigt, wie man die Zeitebenen und die Ortsebenen auflösen kann bzw. miteinander vereinbaren kann.
Der Roman springt ja in den Zeiten hin und her. Das heißt, wir starten im alten Land 1946, dann springt der Roman in eine andere Zeit, nämlich in das Hamburg-Ottensen von heute. Und da haben wir uns für eine Vereinfachung entschieden. Das heißt, wir erzählen chronologisch, wir machen keine Zeitsprünge, sondern wir bleiben komplett im ersten Teil im alten Land und erzählen von 1946 bis in die Jetztzeit. Und wir haben uns außerdem noch entschieden, in der Spielweise, dass alle Spielerinnen alle Figuren darstellen. Das bedeutet durch ganz einfache Mittel wie zum Beispiel Kostümteile, Farben, erkennt der Zuschauer, jetzt spielt diese Schauspielerin die Figur der Vera zum Beispiel und im nächsten Moment spielt sie eine andere Figur. Und spannend ist ja auch, dass du in deiner Inszenierung tatsächlich auch Passagen hast, wo ein innerer Monolog von Vera stattfindet und alle 3 Spielerinnen in diese Rolle reinschlüpfen und von außen die Vera beschreiben oder ihre inneren Gedanken. Das finde ich einen ganz tollen Kniff. Welche Themen des Romans sind für den Theaterabend besonders relevant? Ja, dieser Roman steckt ja voll von ganz verschiedenen und ganz so Basisthemen, die, glaube ich, alle Menschen umtreiben. Und ein großes Thema ist Heimat. Ein großes Thema ist Familie. Zu welcher Familie gehöre ich und fühle ich mich dort auch zu Hause? Auch wer bin ich? Was macht mich aus? Das sind große Themen. Dann gibt es im Roman und auch in unserer Theaterfassung noch das Thema Unterschiede zwischen Leben auf dem Land und Leben in der Stadt und auch wie sich das verändert hat. Der Roman und auch das Theaterstück spielt ja über einen langen Zeitraum. Wir erleben die Hauptfigur als 5-Jährige und nachher als ältere Frau. Das heißt auch, wie hat sich das Leben verändert? Das spielt eine wichtige Rolle. Und in unserer Theaterfassung haben wir uns auch noch sehr konzentriert auf Muttersein, Mutterwerden und Tochtersein. Genau. Fällt dir noch was ein? Ich glaube, du hast es sehr gut insgesamt dargestellt. Ja, das Thema, dadurch, dass wir 3 Schauspielerinnen haben, stehen natürlich die Frauen sehr stark im Vordergrund. Was man weitergibt an die Folgegeneration, also was eine Mutter weitergibt an ihre Tochter und die wiederum an ihre Tochter. Welche Themen ziehen sich durch die Generationen hinweg? Da haben wir uns drauf konzentriert. Und vielleicht ist es noch auch wichtig zu erwähnen, dass es gibt ja nicht nur die 3 Frauenfiguren, sondern auch den Karl. Karl ist die Figur, die aus dem Krieg zurückkehrt und sehr, sehr gezeichnet ist und eigentlich nicht mehr zurückfindet in sein altes Leben. Und deswegen ist das auch eine Figur, die eigentlich nicht spricht. Die kann nicht mehr über sich sprechen und die Figur hat ihre eigene Welt gefunden. Bei uns in der Inszenierung ist es das Akkordeon, die Musik und da wird quasi nur noch über Karl. Also Vera ist die Figur, die über Karl sprechen kann. Karl selbst kann nicht mehr sprechen. Deswegen ist das natürlich ein weiteres wichtiges Thema, Krieg und Vertreibung. Wie verliefen die Theaterproben? Ja, also das war eine sehr, sehr spannende Produktion, weil natürlich hatten wir zu Beginn eine Fassung und diese Fassung war aber mehr wie ein Vorschlag. Und wir haben, wir wussten, dass diese Fassung ist die Grundlage unserer Stückentwicklung. Das heißt, wir haben im Team, im Ensemble ganz viel auch Textarbeit gemacht. Das heißt, wir haben überlegt, okay, welche Texte müssen wir vielleicht noch verschieben. Wir haben natürlich ganz viel daran gearbeitet, wie schafft man es eigentlich mit ganz, ganz wenig Mitteln als weibliche Schauspielerin plötzlich einen alten Mann darzustellen und im nächsten Moment wieder als Erzählerin auf der Bühne zu stehen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viel zusammen ausprobiert. Wir haben auch ganz viel noch im Ensemble gestrichen. Es kam mehr, als es bei anderen Produktionen, wo das Stück schon so fertig ist, ganz, ganz viele Vorschläge von allen 4 SpielerInnen gesagt haben, das wäre wichtig, dass meine Figur das dort sagt oder ich würde es besser finden, wenn sie es an einer anderen Stelle sagt oder da müssen wir knapper werden. Das heißt, es war eine ganz intensive, richtige Ensemblearbeit, wo fast bis zur Generalprobe wir noch am Text gearbeitet haben, noch gestrichen haben, noch Sachen verändert haben.
Welche Rolle spielt die plattdeutsche Sprache? Ja, bei dieser Inszenierung haben wir wie in allen Studiostücken eine Zweisprachigkeit. Das heißt, wir haben hochdeutsche und plattdeutsche Sprachanteile in dem Stück. Und in diesem Fall ist es auch so, dass der hochdeutsche Anteil überwiegt, weil wir ja relativ viel auch Erzählanteile drin haben und eben Dörte Hansens Sprache genauso auch übernehmen wollten. Und der Anteil der plattdeutschen Sprache, das sind hauptsächlich die Dialoge, zum Teil auch kleine Erzählpassagen. Und hauptsächlich ist es die Dialoge, die im alten Land stattfinden. Das heißt, Plattdeutsch ist hier eine regionale Unterscheidung. In Hamburg-Ottensen oder auch Blankenese wird in diesem Fall Hochdeutsch gesprochen und im alten Land Plattdeutsch. Und es fungiert auch als eine Art, es zeigt auch eine Art Ausgrenzung. Also wenn die Flüchtlinge oder Vertriebenen ins alte Land kommen, spricht ja zum Beispiel Hildegard Hochdeutsch und Ida Eckhoff spricht Plattdeutsch. Und die kleine Vera, die schafft es, zwischen diesen beiden Welten hin und her zu springen. Also sie nimmt sich der plattdeutschen Sprache an als Kind, weil sie eben als Kind, als Flüchtling ins alte Land kam. Und ihre Mutter bleibt beim Hochdeutschen, geht dann nach Blankenese und ihre Kinder erzieht sie natürlich dann weiter Hochdeutsch. Also das heißt, es ist auch richtig explizit Thema. Und Vera Eckhoff bleibt im alten Land und verkörpert eben damit auch dann die plattdeutsche Sprache, die sie sich zu eigen gemacht hat. Sie hat eine neue Heimat gefunden und eben der Sprache sich angenommen. Wir hoffen, wir haben Ihre Neugier geweckt. Und wie freut uns ob Jo in unser Studio. Mit Anna Moll.